Der Markenkonstrukt Podcast. Wir machen Marken. Digital. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Zum Thema digitale Transformation. Im Gespräch über digitale Markenführung. Von und mit Norman Glaser. Der digitale Markencode sichert Ihre Existenz. Ein Artikel von Markenkonstrukt, verfasst von Norman Glaser. Die digitale Transformation hat ihre Entstehung in einer zentralen Unternehmensstrategie und strahlt von dort in Kommunikation, Produktentwicklung, Vermarktung und Prozesse aus. Mit diesem Umformungsprozess positionieren Sie Ihr Unternehmen als digitale Marke neu. Sie stellen das in Frage, was jahrzehntelang in Ihrem Kerngeschäft funktioniert hat. Sie werden sich bei dem Gedanken ertappen, ob Sie selbst von einer digitalen Zukunft überzeugt sind. Aber seien Sie versichert, dass Sie bereits heute schon in genau dieser Zukunft leben. Vor allem das Gefühl, diese Matrix noch nicht wirklich greifen zu können, ist völlig normal und sollte Sie nicht weiter verunsichern. Die beste Empfehlung, die ich Ihnen an dieser Stelle geben kann, ist, dass Sie sich dem Thema der digitalen Transformation jetzt stellen und es zur Chefsache erklären. Eine Antwort auf die Frage, wie Sie Ihr Unternehmen digital transformieren können, werden Sie in keinem Buch dieser Welt, auch nicht der digitalen, finden. Wie Sie sich vorstellen können, handelt es sich um ein ganz individuelles Geschäftsmodell. Ich nenne es den digitalen Markencode Ihres Unternehmens. Verwerfen Sie bitte sofort die Idee, eine digitale Strategie für Ihr Unternehmen mit Ihren Abteilungsleitern entwickeln zu wollen. Diese Aufgabe gehört in die Chefetage und ist bis zu ihrer Finalisierung unter Verschluss zu halten. Umgeben Sie sich mit externen Experten, die eine ganzheitliche Betrachtung Ihres Unternehmens sicherstellen können. Sie selbst werden als Unternehmenslenker am Ende nur das sehen, was Sie vor Augen haben oder bereits gewohnt sind. Eine externe Betrachtung auf Ihre Unternehmensleistung ermöglicht Ihnen zusätzliche Erkenntnisse und Sichtweisen. Haben Sie den Mut, vor allem branchenfremde Experten in Ihre Strategieentwicklung einzubinden. Diese werden Ihnen wichtige Impulse geben, die Branchenexperten durch ihre Fokussierung oft nicht liefern können. Darüber hinaus empfehle ich Ihnen, für Ihr Strategieteam einen Mentor auszuwählen, der bereits einen digitalen Transformationsprozess geführt hat und über entsprechende Erfahrungen verfügt. Dieser wird sich im Laufe Ihres Strategieprozesses automatisch finden lassen. Immer wieder treffe ich Unternehmenslenker, Visionäre, Entscheider, Strategen, die genau wie ich gegenüber der digitalen Welt aufgeschlossen sind und ihr mit voller Begeisterung begegnen. Da werden fleißig neue Softwareprogramme ausprobiert, um die eigene Produktivität zu steigern. Der Bürorechner weicht mobilen Endgeräten. Bücher und Zeitungen liest man auf dem Tablet. Aufgaben organisieren sich fast wie von selbst auf dem Smartphone. Die Fotos der Kinder werden über Cloud-Dienste mit der Familie geteilt. Zu Hause kontrolliert man den Energieverbrauch und die Musikbeschallung in den Räumen mit Mobile-Apps. Es ist fantastisch, wie komfortabel unsere analoge Komfortzone durch die Digitalisierung geworden ist. Die digitalen Möglichkeiten verleiten nur zu oft auch dazu, dem eigenen Unternehmen diese Technologien zugänglich zu machen. Kurzerhand wird der Vertrieb mit Tablets ausgestattet. Die Marketingabteilung muss sich ab sofort mit einem Unternehmensblog auseinandersetzen und Schulungen zum Thema Content Marketing besuchen, während die Assistenz der Geschäftsführung Skype-Meetings organisiert. Um es auf den Punkt zu bringen: Nein, hierbei handelt es sich nicht um den Prozess der digitalen Transformation. Ich beobachte es immer wieder, wie digitale Inselprojekte, wie kleine Raketen überall in der Fachabteilung der Unternehmen aufsteigen. Nur gibt es keine zentrale Leitstelle in der Unternehmensführung, die das hochmotivierte Treiben koordiniert. Stattdessen will jeder im Unternehmen mit seinem Fachwissen einen Beitrag leisten und seine Bedürfnisse berücksichtigt wissen. Die Folgen sind hohe Investitionskosten, ständige Prozessänderungen, extreme Zeitaufwände bis hin zu einer frustrierten und ablehnenden Haltung der Mitarbeiter. Was am Ende fehlt, ist eine ganzheitliche Strategie, aus der ein digitaler Transformationsprozess hervorgeht und die vor allem von der Unternehmensführung entwickelt und getragen wird. Die oben beschriebenen Situationen werden Ihnen sicher bekannt vorkommen. Die Erwartungshaltung von allen Seiten zwingt uns förmlich die Digitalisierung auf. Doch investieren Sie erst in neue Technologien wie Hard- und Software, wenn Sie eine digitale Unternehmensstrategie entwickelt haben.
Es besteht sonst die Gefahr, dass Sie zweimal Geld in die Hand nehmen. Ihr Expertenteam wird Ihnen dabei helfen, die Gesetzmäßigkeiten des digitalen Marktes so zu verstehen, dass Sie in der Lage sind, Ihr ureigenes Kerngeschäft, zumindest theoretisch digital, zu transformieren. In bestimmten Fällen ist es später notwendig, einen digitalen Experten als Geschäftsführer einzustellen, der den Transformationsprozess aktiv führen kann. Ihr bisheriger Markt hat sich bereits grundlegend verändert und das digitale Zeitalter nimmt immer mehr Einfluss auf jede Branche. Selbst als langjährig bestehendes Unternehmen sollten Sie sich bewusst machen, dass die digitale Ökonomie anderen Gesetzmäßigkeiten folgt. Das heißt, schnellere Unternehmen werden langsamere verdrängen und Internetfirmen werden sich in Offline-Branchen etablieren.